Guten Abend. Ich weiß, es wäre gut, wenn wir über das Besonders könnte schwätzen. Mit Flüchtlingskrise hat sich mittlerweile zu so einem alles überragenden Thema entwickelt, dass wir auch heute nicht durchs kommen. Es steht am Anfang von 2016 ganz oben auf der politischen Agenda. Auch den Alter ist davon impactiert. Wir fahren nicht mehr so über die Grenze zu Diedling, wie sonst, weil wir hier Kontrollen haben. Die Kontrollen haben aber nicht indirekt mit der Flüchtlingswelt zu tun, aber viel echter mit dem Ausnahmezustand, den die Franzosen beschlossen haben am 13. November. Dänemark kontrolliert an diese Wochen wie zurzeit 4 Schengen. An den meisten Ländern der Europäischen Union geht froh für verschärfte Grenzkontrollen bis zum Aufschaffen von der Reisefreiheit an der Europäischen Union thematisiert. Und das alles nicht, weil Sicherheitskontrollen nicht notwendig wären, aber ganz einfach, weil auf der Außengrenze von der Europäischen Union nicht richtig und nicht genug, also nicht richtig genug kontrolliert wird. Mit dem Verschwinden von der Schengen-Praxis geht man aber viel mehr verlieren wie die Mobilität von den Bürgern, die sich bislang mehr oder weniger unbeschwert von einem EU-Land an der Danat konnte beginnen. In Wirklichkeit steht an dieser Zeit vieles im Spiel, was mit der Integration von der EU zu tun hat. Der politische Zusammenhalt von der Europäischen Union, der notwendig ist an alle Bereiche, wo die einzelnen Memberstaaten lang überfordert sind, zum Beispiel, steht im Spiel. Da hätten wir ein anderes Beispiel, der Krieg vom europäischen Binnenmarkt. Ohne freie Zirkulation von den Personen kann es zu Zeitverlusten beim Warentransport. Das kostet Zeit, erhöht Kosten, schwächt die Wettbewerbsfähigkeit von den ökonomischen Akteuren, bremst Dynamik an den Betrieben auf, feiert zu Aufbau von Arbeitsplätzen, erhöht den Chômage und verschlechtert das soziale Klima. Wollen wir das? Wollen wir wirklich reaktionslos nachgucken, wie wir eng Errungenschaft nur der anderen an der Europäischen Union abgehen? Die Antwort liegt sicher nicht am Zerstören von dem bislang Erreichten, mit der Antwort liegt vielmehr an einer klaren Analyse von der konkreten Aktion. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sollen die Außengrenzen schützen, die Außengrenzen nur überall da, wo die Europäische Union abhört, an Griechenland, besonders an der Ägäis, an Italien zum Beispiel. Denen hier Grenzen sind wohl Nationalgrenzen, mit zu gleicher Zeit auch EU-Grenzen. Da muss kontrolliert gehen. Da muss geguckt gehen, was die Identität ist von denen, die rankommen an die Europäische Union. Da muss spezialisiert Personal die Kontrolle dann überholen. An Amerika ist das ein FBI. Die Europäische Union braucht also eine Art europäischen FBI. Das bringt mehr, wie wenn wir als Zeit verlieren für an der Europäischen Union, um überall Stacheldraht zu ziehen. Und da braucht man allgemein Überdenken von unseren Methoden, für zusammen zu schaffen. Europa steht nämlich an einer ganz tiefen Krise, an einer Solidaritätskrise. Wenn man nicht gleich zu einer gerechten Verteilung von den Lasten kommen, unter den 20 Memberstaaten, da stehen nach Krisen an Haus. Am Fond braucht man ein föderales Europa, das gemeinsam meistert, was gemeinsam muss gemeistert gehen. Da bleibt noch immer enorm viel Gestaltungsspielraum für die National-, Regional- und Lokalinstitutionen. Was wir das erste können hinkriegen, wird es auch besser als für uns alle gut.